Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Und all die Jubilare, die uns gratulieren, wir wollen aber auch nichts vergessen. Wie sie die Menschheitsgeschichte schöner, reicher und besser gemacht haben. Danke für eure Leistung, für euer Leben. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Vor 400 Jahren haben sie angefangen, am Petersdom zu bauen, zu Rom im Chilestaat. Danke, Papst Leo, für deine Glückwünsche. Wir hoffen, dass dein Einsatz für eine menschlichere, solidarische und schöne Welt für alle Menschen will Erfolg hat. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Seit 250 Jahren gibt's das Wiensburg Theater Jahr für Jahr. Erfreut uns Musikerinnen und Musiker zusammen mit dem Theaterensemble immer wieder neu mit Werk von höchster Qualität. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Vor 250 Jahren in Nordamerika ein moderner Staat gegründet, wo ein wichtiges Vorbild für Europa war. Wir wünschen den Menschen in den USA, dass nochmal 250 Jahre einen starken und vernünftigen Staat dürfen erleben. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Nein, das ist ja wirklich nicht zu glauben. Seit 150 Jahren geniessen wir die feine Sache dort. Weiterhin viel süße Momente im Leben wünschen wir allen, die bei Sacher arbeiten. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Auch dem illustren Kränzli von den 100-Jährigen möchten wir herzlich danken für ihre guten Wünsche. Sie haben unser Leben sehr beeinflusst und bereichert. Königin Elisabeth II., Jerry Lewis, Marilyn Monroe, Fidel Castro, Leslie Nielsen, Peter Alexander und Klaus Kinski. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Auch wenn er schon länger nicht mehr unter uns weilt, so freuen wir uns doch umso mehr über eure Glückwünsche. Auch ihr habt unser Leben bereichert. Der George Washington in der Weltpolitik, der Thomas von Assisi im geistigen Bereich, der Claude Monet mit seinen wunderbaren Gemälden, der Rainer Maria Rilke durch seine tiefsinnigen Werke übers menschliche Verhalten. Was wären wir alle ohne die demokratische Form von Zugang zum Wissen? Ohne das gewaltige Werk von der Wikipedia, wo wir Jimmy Wells zu verdanken haben, hoffentlich bleibt das Lexikon noch für zahllose Menschen ein wichtiges Hilfsmittel. Was? Schon die 10. Folge von Zürich alemannisch. Das ist ja kaum zu glauben. Ein grosser Dank ans Leben, geniessen wir's alle.